Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier von Solothurn aus der Altstadt und ich freue mich, Ihnen eine Begebenheit weiterzugeben, wie uns die Bibel das schildert. Da hat es eine ähnliche Situation gehabt, wie sie jetzt gerade da ist in Solothurn. Viele Menschen sind unterwegs gewesen, und sie sind unterwegs gewesen von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, von Marktplatz zu Marktplatz. Und da hat es eine Frau gehabt, die schlimm gelitten hat. Sie war unheilbar krank, sie hatte einen Blutfluss und hat alles ihr Geld aufgewendet, auf das sie geheilt werden könnte. Und nichts hat etwas genützt, kein Arzt hat ihr helfen. Und sie hört von dem Jesus, der Unmögliches tun kann, der Heilung schenken kann, der ein Wunder wirken kann. Und der Jesus ist gerade in ihrer Region, in ihrer Nähe. Und sie macht sich dann auf, eine Frau in der damaligen Gesellschaft, die ausgegrenzt war, die benachteiligt war, die brandmarkt war, die sich durchkämpfen musste. Und sie sieht sich dann in einer Situation konfrontiert, wo sie gar nicht zu Jesus kommen kann, weil so viele Leute um Jesus waren. Sie pirscht sich dann durch die Beine auf die Knie zu Jesus und erkennt, dass das jetzt der Mantel Jesu ist. Und sie berührt ihn von hinten und wird augenblicklich geheilt. Jesus dreht sich um, schaut in die Volksmenge und fragt seine Jünger, wer hat mich berührt? Und seine Jünger, seine Begleiter, haben ihm gesagt, ja, es sind so viele Leute. Und das ist so ein Gestoss hier. Da berühren dich doch die ganze Zeit Menschen. Was meinst du damit, Jesus? Und Jesus erwidert ihnen und sagt, nein, es hat mich aber ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, dass von mir Heilung ausgegangen ist, Kraft und Leben. Und die Frau hört das, fühlt sich entlarvt, fühlt sich gestellt und meldet sich und sagt, zitternd, sagt sie, ich bin es gewesen, denn ich habe schwer gelitten, ich habe eine Krankheit, die niemand therapieren konnte und ich bin dabei verarmt. Ich habe nichts mehr. Und du bist meine einzige Hoffnung, Jesus. Und ich bin augenblicklich geheilt worden. Und wo Jesus und die Volksmenge das gehört haben, da freuen sie sich alle. Und Jesus erwidert der Frau und sagt, du hast richtig gehandelt. Ich freue mich auf deinem Glauben. Und ich will dir nicht nur die Heilung geben, sondern ich will dir meinen Frieden geben. Ich möchte dir meine Vergebung geben. Ich möchte, dass du nicht nur erlöst bist von deinen Bürden, deinen Nöten, deinen Schmerzen, deinen Problemen, sondern ich möchte dir auch mein Leben geben. Das ewige Leben. Ich möchte, dass du erlöst bist, begnadigt bist. Und das wünsche ich für sie, dass wenn sie Krankheiten haben, Nöte in ihrem Leben, Probleme, sogar Schmerzen, die nicht heilbar sind, eine chronische Krankheit. Jesus mag ein Wunder wirken in ihrem Leben. Und er möchte sie berühren mit seiner Kraft. Er ist immer noch der gleiche. Er möchte sich erbarmen. Und er möchte sich ihnen zuwenden. Er möchte sich ihrer Situation annehmen. Vielleicht haben sie in den vergangenen Jahren schon mal gebetet und erlebt, wie Jesus in ihre Situation eingegriffen hat. Und fühlen sich heute angesprochen. Erinnert, was Gott an ihnen Grosses da hat. Er möchte ihnen nicht nur Heilung geben, sondern er möchte ihnen auch für die Zukunft Perspektiven öffnen, ein ewiges Leben schenken, einen Weg aufzeigen, wo sie mit Jesus in der Gemeinschaft vorwärts gehen können. Ich hoffe, dass sie sich in Zukunft mehr getrauen, in der Gemeinschaft mit Christus zu leben, ihm alles Tag für Tag anzulegen, aus einer Abhängigkeit von Gott zu leben. Er möchte ihnen Tag für Tag alles geben, was sie brauchen. An Weisheit, an Kraft, an Freude, an Dankbarkeit. Er möchte, dass sie in der Gemeinschaft integriert sind und nicht mehr ausgrenzt sind. Jesus möchte ihnen begegnen, so dass ihr Leben wieder lebenswert wird. Ich wünsche ihnen Gottes Segen, viel, viel Kraft und Freude. Und wenn sie jetzt etwas erlebt haben, wenn sie heute ein Wunder erlebt haben, eine Berührung Jesu, dann freue ich mich zu hören, was Gott an ihnen Grosses da hat. Auf Wiedersehen und auf bald.